den Invité vun der Redaktion. Dat ass haut Moien beim Annikörens den Ben Müller vun D-Link. Ja, gute Morgen, Herr Müller. Gute Morgen. Die sieht 25 Jahre alt, die kommt vu Peting, schafft für die Link, also für die Mammepartei als politische Koordinateur. Die sieht seit 2016-17 politisch aktiv, also so mal rund 7 Jahre, dadurch bei die Jungling. Was für dich Demos als Jungen, also mal durch 10 Jahre da bewegt für ich politisch zu engagieren? Also ich meine, das waren ganz rutsch für Sachen. Das war ungefähr 2017, das waren Präsidentielle nach Frankreich, wo Jean-Luc Mélenchon eine Kampagne gemacht hat, die extrem viel auf Juncker visiert hat, die extrem viel auf Diversität, also Solidarität in der Gesellschaft gezielt hat. Gleichzeitig gab es dann Großbritannien, gab es den Jeremy Corbyn, an den USA gab es Bernie Sanders und gab auch 2015, 2016 die Revolution in Rojava, die mich auch extrem geprägt hat, die ich extrem verfolgt tun und die auch viel Werte von denen repräsentiert hat, die in einer Gesellschaft gerne will gesehen. Und ich mir gedacht, da muss ihn sich auch da, wo lebt, ersetzen, für eine bessere Gesellschaft zu kreieren. Der Schwarzmerker Iwert die Werte für was wolderisch unbedingt bei den Linken, aber bei Jungling engagieren. Also ich meine, was die Link mit der kommunistischen Partei vielleicht ein bisschen von anderen Parteien unterscheidet als Lützburg, also dass es halt eine klar antikapitalistische Partei ist, das ist eine Partei, die queer-feministisch ist und das ist eine Partei, die intersektional denkt. Das ist eine Partei, die uns sich all die Leute von den erdrückten Leuten, von den Minoritäten abhält und die probiert, eine Gesellschaft zu kreieren, wo wirklich jeder von denselben Privilegien profitieren kann. Ich habe viel auch gemerkt, dass ich als weißen Typ Geburt zu Lützeburg extrem viel Privilegien hat, die andere nicht hatten, die zum Beispiel 5 Kilometer auf der anderen Seite von der Grenze geboren sind und die dadurch so viele Sachen nicht hatten, die mehr quasi an Wiege gelöscht sind, nicht mehr weil ich so geboren bin, wie ich bin, und das fand ich nicht gerecht. Der Tisch will etwas verändern, der Teier den, mit das natürlich auch schwer, wenn sich da bei einer Partei engagiert, wo ihr weiß, dass die an der Minorität ist und nicht, oder so sehr mal nicht an eine Regierung könnt. Das stimmt auf einer gewissen Art und Weise, aber auf einer anderen Art und Weise gehe ich auch so, dass politisches Engagement nicht unbedingt darüber soll hinzielen, gewählt zu gehen. An dem muss, dass ihr nicht mehr sich Partei auswählt, weil ihr seht, okay, du hast die beste Chance für ich, auf einen Platz zu kommen, für dort zu sitzen, dafür sich irgendwie wichtig wird zu kommen. Für mich ist Politik ein Engagement, das von Herzen kommt, ein Engagement, den wirklich darüber hinaus zielt, etwas verändern und du zu 100% zu stehen. Und ich meine, dann sehen sich die Partei aus, die dem am nächsten könnt, und das war für mich die Link. Der Tisch kennt den am Funktion, dass sich selber ein bisschen als ein Idealist gesieht. Ich meine, wenn ihr nicht mehr idealistisch quasi in einer Gesellschaft, dann hat ihr viel verfehlt, weil soll die immer zu dem Besten hinstreben. Dann bezeichne ich mich gerne als Idealist, auch gerne als Person, die an eine Gesellschaft lebt, die perfekt kann sein. Aber ich meine, wenn man nicht und Sterne verschießen, sogar wenn man sie verfehlen, da kann man es trotzdem noch im Mond festhalten. Man kommt aber immer ein Stück viel runter. Aber wenn man nicht in einer perfekten Gesellschaft leben, da kommen wir halt näher hin. War ja nicht so einfach, Ben Müller, für am Vierfeld etwas über die Junglinke zu finden. Und ich habe richtig verstanden, noch am Viergespräch, dass gerade dabei sieht, für ich frisch aufzustellen als Jungpartei. Ja, das ist so, dass halt bei linken Personen zu Lützeburg immer ein bisschen mehr schwierig, dass eine Kontinuität bleibt. Du weißt, da hat man immer mehr, also öfter schon, wenn man das kämpfen, für die Jungen zusammenzuhalten, weil wenn den Jungers an progressiv denkt, an zu Lützeburg großgehen, ist Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihn für das Studium ins Ausland geht. Das heißt, wir haben oft Aktivisten und Aktivistinnen gehabt, die bei uns wirklich aktiv waren, die dann an einer Generation quasi zusammen geschafft haben, und die dann weggefallen sind, weil sie alle gut in Veranstaltungsstudieren gegangen sind. Wir haben für kurzem eine Reihe von Open Meetings organisiert, wo wir für allem auf Logementsproblematik gegangen sind, und wir sind aber eine gute Gruppe, die zusammengewürzt ist und die auch
relativ aktives an die auch Bock hat viel Sachen zu verändern. Die Bocke Sachen zu verändern, die steht zu Pating, ob der löscht für die Link. Für wat wollt ihr Gemengeniveau aktiv gehen, auf für wat soll ich nicht wählen? Für wat steht denn Ben Müller? Also ich gebe so ein ich fand immer schwierig zu so mich persönlich schäle, weil da das auch ein eben Grund für war bei die länger aktiv sind, das kollektiv. Und ich meine das auch wichtig, dass bei uns das Programmatik steht am Zentrum von allem und ich leben und die Programmatik mit die anderen Personen, wo da Licht sind, leben genauso gut und die Programmatik. Und du wennst die Lenk soll die wählen, wann in ein progressiv ökologisch Gesellschaft will hun, wann in ein Gemeng will hun de no Biergers ein Gemeng de Gemaras für dort zu leben, auch gut dort zu leben, der Tisch wohin viel geringes hört, wohin Kommerz der Proximität hört, der Tisch wohin so ein Projekt am Ausland 15 Minutes Cities, der Tisch wohin alles quasi an spazierbarer Distanz wird. Und ich meine, da das von den Hauptsujet auf der Link eine schlau Urbanisierung, eine zukunftsorientierte Urbanisierung. Und für was ich mich persönlich Gemengenpolitik über so mehr interessiere, wie vielleicht für Chamberspolitik, als auch zurückzuführen auf Rojava zum Beispiel. Rojava ist ein Projekt an Nordostsyrien und der türkischen Grenze majoritär kurdisch bevölkert, die sich extrem viel op Lokalstrukturen basieren. Und für mich als das die Art und Weise, wie Politik soll gelebt gehen. Do wo Leute leben, sollen sie auch können schaffen, sie sollen auch do können Ackerfe gehen, sie sollen do auch können hier Freizeit verbringen. Die Jungling also wollen nur bei den Leuten sehen. Ich will ein bisschen Chemie konkret gehen. Was sind die Forderungen von den Junglinger punkto Gemengewahlen? Also ich meine für allem was wichtig ist aus wie für junge Leute als Logement, das eben die größte Problematiken, die man halt zuletzt beschunden. Und für allem bei Jungen merkt ihr das richtig schlimm. Also ich meine, ich will viele Leute in meinem Freundeskreis, ich will 25, gut für kurzem recht meine echt Wohnung, was uns sich noch für viele Leute und sich relativ Jungers. Und ich noch sind noch den ersten am meinem Freundeskreis, den eine Wohnung hat. Und wenn man das in ältere Generationen vergleicht, zum Beispiel, die waren oft schon mit 21 oder so dabei sind. Und die hatten komplett andere Situationen. Das heißt, die konnten sich teilweise Sachen kaufen. Und bei uns ist es schön, wenn ich von Lohn schwätzen kann. Ne? Und ich meine, da haben wir extrem viel Forderungen. Das heißt, da sind zum Beispiel auch so weit geht, da sind Wohnungen, die eitel stehen, die nimmen dafür benutzt für zu spekulieren, das sind die Endagent. Weil ich meine, für uns ist die ganz kapitalistische Logik, an der den Immobiliensektor gefordert ist nicht drohbar. Neben dem Logement, was sind andere Forderungen, die da am Gemengenniveau hat? Also da ist auch viel Partizipation, die als wichtig ist. Da sind halt wirklich Gemengepolitik so umstrukturiert, dann ich meine, du musst wirklich schon eine komplette Umstrukturierung schwätzen, dass mehr flächendeckend demokratisch gehen. Das heißt, dass Projekte auch ein bisschen mehr demokratisiert gehen, dass Gemengepolitik besteht zum Beispiel aus Gemengewahlen, die alle 6 Jahre nicht mehr sind, wo in alle 6 Jahre wirklich schwätzen. Da sind auch viel mehr Kartes. Leute mehr Abendempfang. Genau, und das ist auch für alle mehr Kartesbezüge schafft. Das heißt, da sind mit, kann ich nicht ein ganz Gemeng zum Beispiel aufstellen, also kann ich schon natürlich machen, aber ich meine, das ist nicht schon ein ganz Gemeng aufstimmen zu lassen, für von eine gewisse Karte so etwas gemacht wird. Ich meine, du musst wirklich fördern, dass Leute an ihrem Karte sich wohlfühlen, so wohlfühlen, dass sie gerne wollen, aktiv Matro schaffen. Und das ist auch für uns als die Link, das ist immer schwierig zu sagen, also das einfach zu sagen, mir das schwierig zu ändern. Politik als Mattmacher für viele Leute an nicht nur von politischen Parteien. Dann noch eine letzte Frage, wo ich am Anfang will drauf stoßen, wenn wir am Viergespräch schon über die Förderung geschwatzt haben. Da geht es um den Wasserpreis. Genau, das ist ein gestaffelter Wasserpreis, das ist eine Forderung, die zwar echt von der Mama-Partei kennt, mit der etwas, wo uns viel
Schein richtig gut Applikationen kind tun. Der gestaffelte Wasserpreis als von einer Forderung, dass bestimmte Wasserbedarf für 50 Liter, den noch international festgelöst gehen ist, das Bedarf den Mensch und sich soll zu gut tun an seinem alltäglichen Leben. 50 Liter pro Tag. 50 Liter pro Tag wären op der Kap gratis an die nächst 50 Liter der Tisch das an Alke so beim Dingen zu 50 Liter gestaffelt. Die nächst 50 Liter gäfen dann zu einem mehr soziale Preis verkauft gehen. Der Tisch sind der Geld dafür bezahlen, mit wäre trotzdem noch ein soziale Preis für die Leute zu entlasten, die halt Wasser benutzen müssen. Mehr war das mehr heisch, was den Konsum mehr heisch geht, der Tisch war den auch mehr unökologisch ist, weil der mehr Wasser verbitzt, weil dem viel mehr Geld muss bezahlen. Der Tisch man bestraft wirklich die Leute, die Wasser verschwenden. Konkret Forderungen dem no vun die Jung Linke, dat war den Ben Müller. Merci für das Gespräch. Merci auch.